Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem offenen Video an die FC Bayern Vereinsführung. Da es ja gerade trendy ist, mache ich keinen offenen Brief, sondern ein offenes Video und spreche hiermit mal nicht nur Uli Hoeneß, sondern auch alle Verantwortlichen direkt an dem Verein. Ich denke, wir geben seit gut 2,5 Jahren nicht wirklich ein gutes Bild in der Öffentlichkeit ab. Und was im Verein passiert, ist eine Katastrophe. Die Trainersuche ist eine absolute Farce. Ja, dass Sie, Herr Hoeneß, sich da hinsetzen bei der FAZ und sagen, ja, das ist so, wir haben Kandidat 1, der wollte nicht, wir haben Kandidat 2, der wollte nicht, jetzt haben wir Kandidat 3, da sind wir auf einem guten Weg, da warten wir auf eine Entscheidung. So, der will jetzt auch nicht. Es ist ja völlig legitim, dass man sich intern berät und intern sagt, ja, komm, wir reden jetzt nicht mit 5 Trainern gleichzeitig, sondern wir arbeiten einen nach dem anderen ab, wie unsere Priorität ist. Das verstehe ich vollkommen. Aber das kann man natürlich nicht nach außen tragen, ja. Und schon gar nicht als Aufsichtsratmitglied, Herr Hoeneß. Also das geht nicht. Wie wollen Sie jetzt einen 4., 5., gar 6. Trainer finden? Welcher Trainer, der auch nur etwas Rückgrat besitzt, soll denn jetzt noch sich für den FC Bayern entscheiden? Sie haben öffentlich gesagt, der 4. Trainer ist dann die 4. Wahl. Also welcher gestandene Trainer möchte denn die 4. Wahl sein beim FC Bayern München? Also das ist eine Katastrophe. Diese Außendarstellung ist eine Katastrophe. Und das muss man mal ganz klar kritisieren. Generell, lieber Herr Hoeneß, wie auch in dem offenen Brief stand, natürlich sind wir Ihnen allen dankbar, dass Sie den Verein dahin gebracht haben, wo der Verein ist. Natürlich nicht nur alleine, auch ein Kalle Rummenigge, aber Sie haben natürlich schon einen sehr großen Anteil gehabt, auch alleine eine Zeit lang. Das ist alles fein, das möchte Ihnen gar keiner absprechen. Aber Abteilung Attacke, so sehr man das auch gefühlt hat in den 90ern und vielleicht Anfang der 2000er Jahre, ist leider mittlerweile aus der Zeit gefallen. Ja, und das sollten Sie eigentlich auch bemerkt haben. Wenn Sie jedoch Abteilung Attacke machen wollen, ja, dann gehen Sie bitte ins operative Geschäft zurück, weil dann nehmen Sie nicht einem Max Eberl seine Autorität weg, was Sie mit diesem FAZ-Interview ganz klar getan haben, indem Sie da ganz klar gesagt haben, ja, das ist Trainer 1 gewesen, 2, 3, das ist so, wir machen das so, wir handhaben das so. Die sportliche Leitung sucht einen Trainer aus, dann klopfen die bei uns an im Aufsichtsrat, dann fragen die nach, ja, ist das genehm? Und wenn da einer Nein sagt, wird er nicht genommen. Also allein das ist schon eine Farce, wie man in der heutigen Zeit meiner Meinung nach, der absolut natürlich nur ein Laie ist, ja, das sei da hingesagt, ein Club nicht führen kann. Lassen Sie doch, Sie haben doch einen Herrn Freund eingestellt, Sie haben einen Herrn Eberl eingestellt, dann lassen Sie doch diese Personen auch ihre Arbeit machen. Ja? Warum müssen diese Personen alles mit dem Aufsichtsrat absegnen lassen, oder vom Aufsichtsrat absegnen lassen? Das verstehe ich nicht. Ja, es ist für mich völlig verständlich, dass der Aufsichtsrat sagt, jo, hier, das ist ein Budget, was zur Verfügung steht. Ja, ich finde es auch völlig legitim, dass man sagt, ab einem Transfer von 25, 30 Millionen aufwärts oder sowas muss man das mit dem Aufsichtsrat abstimmen. Ja, finde ich auch fein, ist eine Sicherheitsleine. Verstehe ich, aber ansonsten lassen Sie doch mal die Führung, die sportliche Führung, die jetzt da ist, arbeiten. Wie soll das denn funktionieren? Warum wurden diese Menschen denn eingestellt? Wenn sie nicht wirklich arbeiten dürfen und dann noch durch Interviews von Ihnen, Herr Hoeneß, diskretiert werden. Also was soll das? Wo ist der Sinn darin? Dann gehen Sie bitte ins operative Geschäft zurück. Das ist ja völlig fein, wenn Sie einfach nicht loslassen können, was irgendwo verständlich ist. Ja, bitte. Dann machen Sie den Sportvorstand, machen Sie den Sportdirektor, gehen Sie rein ins operative Geschäft, dann können Sie das alles äußern, was Sie jetzt geäußert haben. Als Aufsichtsratmitglied und Ehrenpräsident hat man dies nicht öffentlich zu äußern. Intern hauen Sie es raus, Herr Hoeneß. Das ist ja auch wichtig. Ja? Intern können Sie das ja alles auch kritisieren, auch mit dem Tuchel. Ja? Können ihn intern ja absprechen, dass er null Bock hat, Jugendspieler zu entwickeln, die Spieler nicht besser gemacht hat, was ich persönlich übrigens zu 100% genauso sehe. Da stimme ich Ihnen 100% zu, Herr Hoeneß. Aber das können Sie natürlich nicht einfach öffentlich äußern und einen Tuchel damit bloßstellen öffentlich. Ja, und schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt vom Champions League Halbfinale gegen Real Madrid.
Das ist schon vereinsschädigend, was sie da betreiben, ja. In meinen Augen. Und das geht nicht. Ja, und das sollte man tunlichst überdenken. Ich möchte jetzt gar nicht auf alle Aussagen, die sie getroffen haben in dieser FAZ-Geschichte, von wegen, die Fans sind schuld, dass wir kein deutscher Meister geworden sind, wegen der Aktion in Bochum und so weiter. Was sehr, sehr wilde Takes von ihnen waren. Kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, kann jeder seine Meinung haben. Aber bitte unterlassen Sie doch solche Sachen in der Öffentlichkeit. Ich verstehe nicht, warum da eine gewisse Selbstdarstellung stattfinden muss und warum man damit, das ist für mich ein vereinsschädigendes Verhalten, was Sie da an den Tag gelegt haben. Ich weiß, Sie sind ein Mann, der gerne Streitgespräche sucht und diese auch führt, bin ich auch. Und das ist völlig gut so, das ist völlig richtig so, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit. Ja, wir geben ein Bild in der Öffentlichkeit ab, was eine Katastrophe ist. Ja. Und ich mache mir ernsthaft Sorgen um unseren Verein. Weil an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, Entschuldigung, sind wir ja auch darum, was Sie auch zum Teil angesprochen haben in diesem FAZ-Interview. Man hat es versäumt, seit 2 Jahren Spieler wie Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, Coman in Frage zu stellen und in Konkurrenz zu stellen. In Frage zu stellen muss man ja noch nicht mal unbedingt am Anfang tun, aber wenn man ein halbes Jahr lang keine Leistung sieht oder ein Spieler da ist, der 3/4 der Saison verletzt ist, kann man ihn auch schon mal in Frage stellen. Aber man hat sie nie in Konkurrenz gestellt. Es wurde ein Ralf Gravenberch verpflichtet für, weiß ich nicht, etwas über 20 Millionen. Der Junge hat 3 Einsätze gehabt, ist auf der Bank verschimmelt, weil Kimmich und Goretzka, die unterirdisch schlechte Leistungen gezeigt haben, immer spielen. Dann wurde ein Marcel Sabitzer verpflichtet, der super stark gespielt hatte, wo ein Leon Goretzka verletzt war. Ein Leon Goretzka konnte gerade auslaufen, war ein Marcel Sabitzer außen vor und saß wieder nur auf der Bank, obwohl er um Längen besser war zu dieser Zeit als ein Leon Goretzka. Wir können die Liste fortführen. Ja, die ist unendlich, diese Liste. Man hat einen Bellingham, hat man sich gar nicht mit beschäftigt, weil man halt ein Kimmich und Goretzka da stehen hat, was ein Riesenfehler war. Ein Nkunku, dasselbe, hat man sich gar nicht mit beschäftigt, weil unsere Außen ja immer da sind. Serge Gnabry, der seit seiner Vertragsverlängerung keinerlei Leistung mehr zeigt, der lieber irgendwo shoppen geht, als sonst was zu tun. Das ist eine Außendarstellung, die dem FC Bayern nicht gerecht wird. Die Gehälter, die diese Spieler verdienen, ist eine Außendarstellung, die den FC Bayern nicht gerecht wird. Wir zahlen die dritthöchsten Gehälter in ganz Europa. In ganz Europa, als der Verein, der nicht von Staaten finanziert wird. Wie passt das zusammen mit der Leistung, die wir auf dem Platz sehen? Da müssen wir auch nicht mehr drüber reden, dass es an den Trainern liegt, die in den letzten Jahren gekommen und gegangen sind. Ja, weil diese Probleme hatte jeder Trainer. Ja, der eine Trainer hat mal schöneren Fußball spielen lassen wie der andere, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages kommen wir immer auf den Nenner zurück, dass es an den Spielern liegt. Und man stellt diese nicht in Frage. Ich verstehe das. Das Mir-ist-Mir-Gefühl fühle ich 100%, ist komplett verloren gegangen die letzten Jahre. Aber man bestärkt doch nicht ein Mir-ist-Mir-Gefühl, wenn man an alten, verdienten Spielern festhält, die einfach keine Leistung mehr bringen. Weil sie halt in einer Saison 6 Titel gewonnen haben und alles erreicht haben, ist völlig menschlich. Ja, diese Generation hat noch nie was gewonnen, was großartig international ist. Dann haben sie das endlich geschafft, zumindest auf Vereinsebene, dass diese Spieler dann, ja, ein Sättigungsgefühl haben und das ist ja noch nicht mal vielleicht gerade bewusst, ja, das ist halt einfach unterbewusst. Völlig menschlich, völlig nachvollziehbar, aber da muss man diese in ernsthafte Konkurrenz, sportliche Konkurrenz stellen, was nie passiert ist bei uns. Ja, jetzt wird ein Thomas Müller der Vertrag verlängert, obwohl gucken Sie sich die Leistung an, da wird der Vertrag für die gleiche Jahresgehalt verlängert, was auch eine Farce ist. Ein Thomas Müller, um das mal umzudrehen, sollte dem Verein mindestens genauso dankbar sein und die Ehrfurcht haben wie umgekehrt, was wir haben als Fans, ja, und der Verein wahrscheinlich auch von Thomas Müller. Und es wäre super schön, wenn Thomas Müller irgendwann im Verein erhalten bleibt, was man bei Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger versäumt hat. Aber dann kann man von so einem Spieler auch verlangen, dass er sagt, jo, alles klar, ich weiß Bescheid, ich bin jetzt hier nur noch eine Teilzeitkraft, gebt mir die Hälfte meines Gehaltes und alles ist gut, oder gebt mir ein Viertel meines Gehaltes, damit Gehalt frei ist, um neue Spieler zu verpflichten. Wenn das im Sinne des Vereins wäre, ja, solche Sachen vermissen wir Fans, oder ich spreche nur für mich hier,
Alle, die das vielleicht genauso sehen, können diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Alle, die das nicht so sehen, gerne einen Daumen nach unten. Dann haben wir mal ein bisschen Vergleich. Man hat leider gerade das Gefühl, dass dieser Verein vor die Wand gefahren wird. Und da, Herr Hoeneß, haben Sie auch einen Riesenanteil dran, indem Sie sich immer wieder öffentlich äußern, auch davor schon vor diesem FAZ-Interview mit dieser Nagelsmann-Geschichte. Ja, dass Sie ja den Nagelsmann nie entlassen hätten, dass es ein Riesenfehler war und so weiter. Das kann man öffentlich nicht äußern. Ja, Sie untergraben die sportliche Führung von Freund und Eberl maßlos gerade. Und wenn Sie dann äußern, ja, ich werde das jetzt in Zukunft wieder öfter tun, weil Sie, wie Sie sich im FAZ-Interview hingestellt haben und gesagt haben, ja, es ist mit zu wenig Attacke, früher haben wir aus 3 Rohren geschossen, heute schießen wir gar nicht mehr. Ja, richtig, die Zeiten ändern sich, Jönes. Ja. Ich weiß, das versteht nicht jeder, aber die Zeiten ändern sich und es ist nicht mehr angebracht, Abteilung Attacke zu fahren. Abteilung Attacke intern zu fahren, 100%, Herr Jönes. Geben Sie Vollgas intern, lassen Sie alles raus, das fühle ich, das ist vollkommen richtig. Aber in der heutigen Zeit sollte man zu gewissen Themen öffentlich einfach die Gosche halten. Ja. Meine persönliche Meinung. Gut. Es wäre schön, wenn da manche Sachen überdacht werden. Wie gesagt, ich gehe 100% mit Ihrer Meinung zu Thomas Tuchel. Dieser Trainer passt einfach nicht zum FC Bayern. Jeder, der ein bisschen Ahnung vom Fußball des FC Bayern hat und von der Strategie, die man in den kommenden Jahren fahren möchte, gibt's da gar nichts zu diskutieren. Da gehe ich 100% mit, Herr Hoeneß. Aber belassen Sie doch solche Sachen intern. Ich weiß nicht, warum man das öffentlich ausschlachten muss. Und was ist das für eine Selbstdarstellung des Vereins? Ich meine, ich weiß nicht, warum Herr Rangnick am Ende abgesagt hat, aber dass er Interesse hat, ist ja klar. Sonst hätte er gar nicht mit dem Verein so lange gesprochen. Vielleicht wollten Sie Herr Rangnick nicht, haben es deswegen getan, um ihm ein Zeichen zu senden, dass er auch öffentlich kritisiert wird dann. Das weiß ich nicht. Wenn, dann ist es ein Armutszeugnis. Ja? Und nochmal, die Außendarstellung macht mir persönlich seitdem ich lebe, Bayern-Fan, gerade arge Sorgen, dass dieser Verein sich aber in eine ganz, ganz schlechte Richtung entwickelt. Herbert Hainer, Sie geben öffentlich auch ein Bild ab, was eine absolute Katastrophe ist. Erstmal strahlen Sie als Präsident nichts aus, wirklich gar nichts. Man hat nie das Gefühl, dass Sie eine eigene Meinung vertreten. Ja, man hat immer das Gefühl, dass Sie die Meinung von Herrn Hoeneß vertreten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Fettnäpfchen Sie reintreten. Ja, ich erinnere mich an die Nagelsmann-Entlassung, was da vorher geäußert wurde. Jetzt haben Sie einen Tag vor der Rangnick-Absage geäußert, ja, wir sind in sehr guten Gesprächen, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Auch Sie, Herr Hainer, bitte halten Sie doch öffentlich einfach die Gosch. Ja. Wo ist das Problem? Äußern Sie sich gerne zu, Sie sind der Vereinspräsident, ja, nicht nur der Präsident dieser Fußballabteilung. Äußern Sie sich doch gerne zu Vereinsthemen, ist doch völlig fein, aber halten Sie doch solche Sachen bitte einfach raus aus der Öffentlichkeit. Man kann doch einfach darauf verweisen, bitte solche Fragen an den Sportdirektor und den Sportvorstand zu stellen, weil das sind die beiden handelnden Personen, die die Kompetenz dafür haben. Nicht ein Vereinspräsident. Nicht ein CEO, der von Fußball keine Ahnung hat. Ja. Herr Hoeneß hat die Kompetenzen noch, der hat von Fußball Ahnung, aber Sie in meinen Augen relativ wenig. Ja. Und ich glaube, mit dieser Meinung bin ich nicht gerade alleine da. Und auch Sie geben leider kein gutes Bild für diesen Verein ab. Ja, das ist auch eine Katastrophe. Auch da bitte einfach mal in der Öffentlichkeit zu Themen, was den FC Bayern und Fußball betrifft, einfach mal die Goschen halten. Einfach mal darauf verweisen, dass man sich an die sportliche Führung Max Eberl und Christoph Freund wenden soll, die diese Aufgaben haben und dazu die Kompetenzen haben, diese zu beantworten. Dasselbe Herr Dresen, ja, in Fankreisen Chrissy genannt. Ich mag Sie super, Sie haben eine super Ausstrahlung. Ich denke, Sie tun dem Verein auch sehr, sehr gut als CEO. Sie haben auch die Kompetenzen, zumindest die finanziellen. Mit Sicherheit auch die menschlichen, Menschenführung und so weiter. Fußballerische Kompetenzen, weiß ich nicht, werden Sie mit Sicherheit ein paar aufgebaut haben. Aber auch da sollte man sich zurückhalten. Wenn man sich die Bankettrede anschaut, ja, beim Spiel, nach dem Spiel in Arsenal, das war leider auch zum Fremdschämen für uns Fans. Oder für viele Fans. Ja. Ich bleib einfach mal bei mir. Für mich als FC Bayern-Fan war das zum Fremdschämen.
Wie kann man sich denn da hinstellen und 2 Spieler so dermaßen herausheben aus einer Mannschaft? In einem Mannschaftssport. Wenn diese Spieler gerade das Finale entschieden hätten, so wie Ribéry und Robben, 2013, hätte man ja mal eine Ausnahme machen können und diese Spieler gerne herausstreichen. Aber selbst das wäre eine Farce gewesen, weil Xavi Martinez und viele, viele andere genauso den gleichen Anteil daran hatten. Das ist eine Farce. Sich dahinzustellen, öffentlich und auch der ganzen anderen Spielern in dieser Mannschaft quasi zu sagen, boah, die beiden, die haben es rausgerissen. Die anderen, ja, ihr wart alles Indianer. Also auch da sieht man die fehlende Kompetenz, wie man ins Sportliche eingreift, Herr Dresen. Das geht leider nicht. In meinen Augen. Ja. Auch da, warum muss man sich öffentlich immer darstellen? Warum hält man nicht einfach öffentlich die Gosch und verweist, man hat ihn extra dafür eingestellt. Nach langem Hin und Her öffentlich. Max Eber, Sportvorstand. Warum muss ich dann als CEO, als Aufsichtsrat, als Präsident, als sonst wer im Verein mich zu Themen äußern, die in der Kompetenz des Sportvorstandes sind? Dieser Mensch sollte sich dazu äußern und kein anderer. Kein anderer Mensch in diesem Verein sollte sich öffentlich zu irgendwelchen sportlichen Themen äußern. Ist das so schwer? Ja, dann wäre schon mal eine Menge mehr Ruhe in diesem Verein. Aber nein, es wird genau das Gegenteil gemacht. Ein Herr Heiner stellt sich einen Tag vor der Absage dahinter, ja, wir sind in super Gesprächen mit Herrn Rangnick. Ja, Sie haben super Kompetenz bewiesen mit dieser Aussage, genau wie mit dieser Aussage bei der Nagelsmann-Entlassung. Das ist eine Farce. Ja, Katastrophe. Sorry. Wir geben ein Bild gerade öffentlich ab von der Vereinsführung, was eine absolute Katastrophe ist. Nochmal, wenn man Max Eberl einstellt, vorher Christoph Freund, was sehr gute Moves sind, ja, die ich 100% fühle, dann lassen Sie diese Herren doch auch arbeiten. Und lassen Sie diese Herren nicht alles abnicken von einem Aufsichtsrat. Was soll das? Was hat der Aufsichtsrat mit der Trainerfindung zu tun? Ja, ich fühle das, man entwickelt eine Strategie im Verein, man möchte gerne mehr Jugendspieler einbauen, man möchte die Spieler entwickeln, möchte Spieler besser machen. Wir wollen nicht nur sagen, wir hauen jedes Jahr 300 Millionen raus. Völlig gut, fühlen wir alle, wir Fans. Ja? Oder ich. Wegen mir können wir auch gerne mal 1-2 Jahre ohne Titel dastehen, wenn wir dafür mal wieder eine junge, hungrige Mannschaft entwickeln. Gar kein Problem. Dann gibt man das vor und dann ist doch der Sportvorstand und der Sportdirektor in Zusammenarbeit mit einem Trainer, den Sie verpflichten. Diese beiden Menschen müssen mit dem Trainer im Tagesgeschäft arbeiten und klarkommen. Was Sie im Aufsichtsrat dann von diesem Trainer denken, spielt doch am Ende des Tages keine Rolle. Das ist dasselbe wie wir Fans. Es spielt doch keine Rolle, was wir denken oder glauben. Ja? Die beiden müssen mit dem Trainer klarkommen und müssen es schaffen, eine junge, hungrige Mannschaft aufzubauen. Und vor allen Dingen den Umbruch durchzuziehen und Spieler wie Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry, Coman in Frage zu stellen und eventuell zu verkaufen. Auch ein Davis. Wir brauchen keine Spieler, die nicht für den Verein spielen wollen. Wir haben ganz viele Spieler im Kader, wo man das Gefühl hat, jawohl, die spielen beim FC Bayern, weil der FC Bayern 1 Million mehr zahlt als wie irgendwelche anderen Vereine. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir zahlen ja nicht umsonst die drittmeisten Gehälter in Europa. Halleluja. Und genau das sehen wir seit 2 Jahren auf dem Feld. Keinerlei Identifikation mehr mit dem Verein. Ein Mathys Tel hat mehr Identifikation, ähnlich wie damals Semi Kufo, wie ein Manuel Neuer gefühlt. Ein Manuel Neuer, Kapitän, der große Capitano, nach jeder Niederlage. Stellungnahme in einem Interview? Nein. Verpisst er sich genauso wie 80% der Mannschaft einfach, ohne sich bei den Auswärtsfans zu bedanken. Ein Mathys Tel geht dahin. Herzlichen Glückwunsch für diese Entwicklung dieser Mannschaft. Aber ich schweife ab. Ja, nochmal. Lieber Vereinsvorstand, bitte halten Sie sich doch öffentlich einfach mal zurück mit Aussagen zu sportlichen Angelegenheiten der Herren Fußballabteilung. Verweisen Sie doch einfach auf Max Eberl und Christoph Freund. Und dann fahren wir doch schon mal eine Ecke ruhiger, diesen ganzen Verein. Und vor allen Dingen Herrn Hoeneß. Stellen Sie mal Ihr Riesen-Ego, was Sie aktuell produzieren, einfach mal hinten an. Und sehen Sie doch mal davon ab,
dass man hört, ja, aber ein Max Eberl, ja, der meldet sich zweimal die Woche, dann reden wir, dann müssten wir reden. Oder ja, dann kommen die beiden zum Aufsichtsrat und fragen nach, ob der Trainer angenehm ist. Und wenn einer im Aufsichtsrat nur den Daumen senkt, dann ist das nicht mehr der Fall. So kann man keinen Verein in der heutigen Zeit führen. Ja? Und das Kind ist jetzt schon in den Brunnen gefallen. Nochmal, welcher gestandene Trainer wird denn jetzt sagen, jawohl, ich bin die 4. Wahl beim FC Bayern, da habe ich richtig Bock drauf. Das fühle ich. Ach ja, da ist ja auch noch jemand. Der Patron Uli Hoeneß. Der wird mich dann öffentlich niedertreten, wenn ich nicht nach seinen Gunsten handle, wie man es jetzt bei Thomas Tuchel tut. Das ist eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Ja. Und ich bitte darum, das mal ganz klar zu überdenken und zu hinterfragen. Und Abteilung Attacke, Herr Hoeneß, lassen Sie es einfach sein. Oder gehen Sie ins öffentliche Geschäft zurück, dann untergraben Sie kein Max Eberl oder Christoph Freund, sondern dann fahren Sie den Verein, den Sie über Jahrzehnte aufgebaut haben, nämlich ganz alleine an die Wand. Weil das ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Das hat man schon bei der Harry Kane-Verpflichtung gesehen, dass ihre Aussagen da kontraproduktiv waren. Und ihre Aussagen zu jetzigen Sachen, die sie geäußert haben, sind aber mal sowas von kontraproduktiv. Und darüber einfach mal nachdenken vielleicht. In diesem Sinne, ein FC Bayern-Fan, der sich Sorgen um seinen Verein macht. Tschüssi.